Oh, warte, jetzt. Wir stehen hier vor dem Büro der österreichischen Handelsdelegation, um über die aktuell in Österreich stattfindende Unterdrückung der Meinungsfreiheit zu protestieren. In Österreich werden Tierrechtlerinnen und Tierrechtler, die eine gerechtere Gesellschaft für alle Lebewesen fordern, von der Staatsgewalt mundtot gemacht. Wir fordern die sofortige Offenlegung der Tatanschuldigungen oder andernfalls eine sofortige Freilassung der 10 Tierrechtlerinnen und Tierrechtler, die nun seit über einer Woche in österreichischer Untersuchungshaft einsitzen. Wir fordern die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker in Österreich auf, die Kriminalisierung der Tierrechtsbewegung zu unterbinden und stattdessen diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Tiere ausbeuten und töten, anstatt ihren Helfern. Bitte unterstützen Sie unsere Forderungen auf Meinungsfreiheit und protestieren Sie mit den österreichischen Vertretungen. Bitte nehmen Sie eines unserer Flugblätter mit. Weitere Informationen erhalten Sie bei uns oder im Internet. In Österreich wird aktuell ohne konkrete Anhaltspunkte auf Verdacht verhaftet, inhaftiert und Bürger transparent gemacht, um ihnen dadurch Straftaten vorwerfen zu können. So sie denn durch das beschlagnahmte Material überhaupt gefunden werden. Das sind Methoden, wie sie in einem Rechtsstaat nicht hingehören. Diese Methoden verletzen die Menschenrechte. Grundlagen für die Repression waren vereinzelte Brandstiftungen der letzten Jahre, denen bisher keine Täter zugeordnet werden konnten. Scheinbar reicht es der österreichischen Justiz bereits, wenn ein Tierrechtler eine gewisse Anzahl an Jahren aktiv ist und Leute von der ALF kennt, um sie auf Verdacht zu schikanieren, ihre Computer zu beschlagnahmen und sie für mehrere Wochen einzusperren, bis sie eventuell Hinweise auf eine Beteiligung an einer Straftat findet. Oder auch nicht. Die ALF ist eine nicht organisierte Bewegung, die auch wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Doch sie ist keineswegs organisiert, sodass nicht von der Bildung einer kriminellen Vereinigung die Rede sein kann. Allein auf Verdacht wird verhaftet. Mit der schwachen Hoffnung, per Zufall einen Schuldigen in irgendeinem Straffall zu entdecken. Das kann es nicht sein, was unter einem Rechtsstaat zu verstehen ist, der primär seine Bürger schützen sollte. Das ist willkürliche Repression. Und es ist noch mehr. Es ist ein politisches Vorgehen mit dem Sekundärziel, sich Aktive im Tierschutz, die sowohl in der österreichischen Bevölkerung eine Resonanz als auch politisch Erfolge vorzuweisen hat, zu diskriminieren. Mit diesem Vorgehen ist diese Bewegung als gesamte Bewegung kriminalisiert worden. Die Berichte der Medien stützen sich auf die breiten Verhaftungen, die auf unvorstellbar drastische Weise vollzogen werden. Und die stützen sich auf die Geheimhaltung der Staatsanwaltschaft, die mangels Anhaltspunkten keine konkreteren Hinweise für ihr Vorgehen geben will und kann. Selbst den Verhafteten und ihren Anwälten wird kein konkreter Tatvorwurf vorgelegt. Die Verhaftung von 10 aktiven Tierrechtlern in Österreich wurde von einer Polizeieinheit vollzogen, die mit einer Antiterrortruppe vergleichbar ist. Frühmorgens wurden die Türen aufgebrochen und manche der teils noch schlafenden Überfallenen wurden vor ihren Kindern die Pistole an die Stirn gesetzt. Computer, Handys und Unterlagen wurden von insgesamt 23 Privatpersonen sowie mehreren Tierschutzvereinen beschlagnahmt. Deren Arbeit ist somit eingestellt, die Rückgabe ist erst nach einem Jahr zu erwarten. Das alles kann nicht rechtsstaatlich sein, beziehungsweise sollte Österreich die Bürgerrechte so weit eingeschränkt haben, dann verstößt das österreichische Recht gegen die Menschenrechte und die Menschenwürde. Wir stehen hier vor dem Büro der österreichischen Handelsdelegation, um auf diese Missstände und dieses politisch motivierte und willkürliche Vorgehen der Staatsanwaltschaft aufmerksam zu machen. Bitte informieren Sie sich über die Zustände in Österreich. Nehmen Sie unsere Flugblätter entgegen und wenden Sie sich an die Verantwortlichen in Ihrem Heimatland.